aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Heute im Burgenlexikon K wie Kasten, der Getreidesafe des Mittelalters. Auf vielen Burgen liest man in Beschreibungen immer wieder ein Wort: Kasten. Oder der Burgführer sagt, der Kasten oder das Kastenamt. Kasten? Aber was um alles in der Welt soll das heißen? Stand da einfach eine große Truhe im Gebäude? Ein Kasten im Kasten? Der Kasten? Eine große Truhe? Nein, ganz und gar nicht. Der Kasten war kein Möbelstück. Er war ein eigenes Gebäude und er gehörte zu den wichtigsten Bauwerken einer Herrschaft. Er war der Getreidesafe des Mittelalters. Stellt euch vor, ihr seid Burgherr im Mittelalter. Ihr habt eure Burg gebaut. Mauern, Tor, Palas, alles steht. Und mit der Burg kommt die Herrschaft. Eure Bauern bewirtschaften Felder, halten Vieh und sie leisten Abgaben. Getreide, Eier, Käse, Fässer voll Wein, vielleicht sogar Tiere. Am Anfang lagert ihr alles im Keller, vielleicht auf dem Dachboden. Aber Jahr für Jahr werden die Abgaben mehr. Die Keller füllen sich, die Dachböden knarren, der Burghof ist voll. Wohin mit all dem Getreide, mit all den Sachen? Eine Lösung muss her. Und genau hier entsteht er, der Kasten, eben der Getreide- und Vorratssafe des Mittelalters. Was ist ein Kasten? Der Kasten, oft auch Kornkasten oder Zehnkasten genannt, war ein spezielles Speichergebäude und später auch Verwaltungsgebäude. Er diente der sicheren Lagerung von Getreide und Notarialabgaben. Trocken, gut belüftet, massiv gebaut. Denn hier lag die wirtschaftliche Grundlage der Herrschaft. Ohne Vorräte keine Macht, ohne Getreide keine Versorgung, ohne Speicher kein Überleben im Winter. Erste urkundliche Erwähnungen von Kästen oder Kornhäusern finden sich bereits im Hochmittelalter, etwa im 12. und 13. Jahrhundert. Mit der zunehmenden Organisation von Grundherrschaften und dem Zehntwesen wurden sie immer wichtiger. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit entstanden vielerorts große, repräsentative Kastengebäude, oft mehrgeschossig, massiv aus Stein gebaut. Und sie verschwanden nicht mit den Burgen. Auch in Städten, Klöstern und landesherrlichen Verwaltungszentren wurden Kästen errichtet. Manche stehen noch heute. Wie hier der herzogliche Kasten zu Ingolstadt. Oder hier das spätere Abteischloss, der frühere Kasten des Klosters Waldsassen. Oder hier der Kasten zu Grafenböhr, ein besonders schönes Gebäude, eingebaut in die Stadtmauer und hat ein eigenes Torhaus. Früher stand links neben dem Kasten das Schloss, das abbrannte, und dann musste der Kasten auch die Verwaltungsfunktion übernehmen. Der Kasten auf Burgen. Wo stand der Kasten bei einer Burg? Auf kleineren Burgen befand sich der Speicher oft innerhalb der Ringmauer, manchmal auch als eigenständiger Bau im Wirtschaftshof. Auf größeren Anlagen konnte er auch außerhalb der Kernburg liegen, im Vorburgbereich oder in der zugehörigen Siedlung. Wichtig war vor allem eines: Er musste trocken stehen, gut erreichbar sein und möglichst sicher. Denn hier lagerte der Reichtum der Herrschaft. Hier sehen wir den Grundriss der Burg Leuchtenberg, der landgräflichen Burg Leuchtenberg wohlgemerkt, und rot markiert der Kasten, der kurz vor der Hauptburg liegt, aber weit genug weg vom gefährdeten Eingangstor der Vorburg. Was hier auch noch interessant ist: Das Kastengebäude wurde in die Befestigung, in die Außenbefestigung mit einbezogen. Hier sehen wir eine alte Ansicht der Burg Leuchtenberg, etwa aus dem 19. Jahrhundert, kurz bevor sie abbrannte. Und links wieder markiert in Rot das Kastengebäude. Beispiele von Kastengebäuden.
Kästen finden sich, wie bereits erwähnt, nicht nur auf Burgen. Viele Städte besitzen noch sogenannte Kornhäuser oder Zehntscheunen. Auch Klöster verfügten über größere Speicherbauten, um dort Royalabgaben aus ihrem Besitz aufzunehmen. In Württemberg, Bayern und Österreich ist der Begriff Kasten besonders häufig überliefert. Manche Orte tragen ihn bis heute im Namen. Der Pflegerkasten Aigen am Inn, Machtbau des Mittelalters. Der Pflegerkasten in Aigen am Inn ist ein bedeutendes denkmalgeschütztes Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert. Um 1450 ließ der Passauer Fürstbischof Ulrich von Nussdorf das Kastengebäude aus massiven Tuffsteinquadern errichten, um dort sein Pflegergericht zu betreiben und dem bischöflichen Pfleger einen repräsentativen Sitz zu geben. Aigen selbst war damals eine Passauer Enklave im wittelsbachischen Herzogtum Niederbayern. Die mächtigen Mauern des Pflegerkastens sollten daher nicht nur funktional sein, sondern vor allem die Eigenständigkeit und Autorität des Hochstifts Passau demonstrieren. Über dem Torbogen findet sich noch heute das Wappen der Bischöfe, ein Hinweis auf den Bauherrn und seine Macht. Innen führte das Tor in den gewölbten Flez, den zentralen Durchgangsraum des Gebäudes. Der Pflegerkasten war vielseitig genutzt. Bischöfliche Taverne und Gaststätte, Gerichtssäle und Wohnräume für den Pfleger, Kornspeicher für Neutralabgaben und den Zehnt. Diese Nutzung zeigt, wie eng Verwaltung, Justiz und Alltag im späten Mittelalter oft miteinander verflochten waren. Im 17. Jahrhundert wurde das Gebäude zweimal durch Brände betroffen, 1685 und 1695. Während das Innere beschädigt wurde, blieben die massiven Außenwände weitgehend unversehrt. Nach dem Brand von 1685 erhöhte man den obersten Teil der Fassade, den sogenannten Feuermantel, um die Schutzwirkung weiter zu verbessern. Heute ist der Pflegerkasten nicht nur ein Zeugnis der regionalen Verwaltungsgeschichte, sondern auch ein sichtbares Kulturdenkmal, das die lange Verbindung von Kirche, Obrigkeit und Gemeinschaft in Aigen am Inn repräsentiert. Hier sehen wir den massiven Pflegerkasten zu Aigen am Inn auf einem alten Gemälde. Und hier in der heutigen Form, einmal von der Straßenseite, einmal die Zugangsseite. Und besonders interessant ist die Dachgestaltung hinter diesem Feuermantel, der auch einen Wehrgang aufgenommen hatte früher. Der ist dann noch nicht entfernt worden, aber hier sieht man die interessante Dachlandschaft, die so überliefert ist. Burg Tittmoning, Grenzfeste zwischen Salzburg und Bayern. Die Burg Tittmoning entstand vermutlich im 12. und 13. Jahrhundert und wurde erstmals erwähnt, als sie vom Erzbistum Salzburg als Grenzfestung gegen Bayern erworben wurde. Ihre strategische Lage über der Stadt machte sie zu einem wichtigen militärischen und politischen Stützpunkt. Im Zuge der Machtkämpfe zwischen Salzburg und Bayern wurde die Burg 1324 nach der Schlacht bei Mühldorf zerstört, jedoch bereits 1327 an Salzburg zurückverkauft und wieder aufgebaut. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Befestigungen verstärkt und im 15. Jahrhundert erfolgte der Ausbau zur spätgotischen Festung. Zwischen 1614 und 1621 ließ Erzbischof Marcus Sitticus die Anlage durch den Baumeister Sant'Antonio Solari zu einem repräsentativen Jagdschloss umbauen. Während des Dreißigjährigen Krieges diente sie erneut militärischen Zwecken. Nach 1790 verlor die Burg ihre Bedeutung und 1805 zerstörte ein Brand unter französischer Besatzung große Teile der Anlage. Seit 1816 gehört die Burg zu Bayern. 1852 erwarb sie die Stadt Tittmoning. Nach wechselvoller Nutzung im 20. Jahrhundert wurde sie restauriert und beherbergt heute das Museum Ruperti-Winkel, ein bedeutendes kulturhistorisches Zentrum der Region. Hier sehen wir die Stadt und die Burg Tittmoning auf dem Merian-Stich des 17. Jahrhunderts. Und hier im Detail die Burg etwas nachkoloriert. Das mächtige Dach gehört zum Kastengebäude der Burg. Hier sehen wir den Grundriss der Burg Tittmoning und rot markiert das mächtige Kastengebäude der Burg. Hier das Luftbild der Burg Tittmoning, rechts dieses große Krüppelwalmdach gehört zum Kasten.
Und hier das Kastengebäude der Burg Dithmarschen nochmal etwas im Detail und davor natürlich diese mächtigen Befestigungsmauern. Burg Obermurach, wo Bayern Böhmen trotzt. Die Burg Obermurach, auch Haus Murach genannt, wurde um 1110 erstmals urkundlich erwähnt und entstand vermutlich im frühen 12. Jahrhundert unter den Grafen von Sulzbach. Strategisch lag sie im Nordgau, heute Oberpfalz, an wichtigen Handelswegen nach Prag, der sogenannten Goldenen Straße. Ihre Aufgabe war die Kontrolle dieser Wege sowie der Schutz der deutschen Siedlungen im Grenzgebiet zu Böhmen. Nach dem Aussterben der Grafen von Sulzbach 1188 kam Murach über Erbfolge an die Grafen von Ortenburg. Innerfamiliäre Streitigkeiten führten jedoch dazu, dass die Burg 1268 verpfändet und 1272 endgültig verkauft wurde. 1329 fiel sie an die Wittelsbacher, 1353 an Kaiser Karl IV. Von Böhmen. Während der Hussitenkriege 1428-1433 blieb sie trotz Belagerung unzerstört. Im Dreißigjährigen Krieg kam die Burg 1628 an das Kurfürstentum Bayern. Mit der Verlagerung des Pfleggerichts 1803 verlor sie ihre Funktion und wurde verkauft. In der Folge verfiel die Anlage und diente teilweise als Steinbruch, bevor sie im 19. Jahrhundert wieder in staatlichen Besitz gelangte und gesichert wurde. Heute ist die Höhenburg auf 585 Metern als imposante Ruine erhalten. Besonders markant ist der etwa 20 Meter hohe Bergfried aus dem 13. Jahrhundert sowie der mächtige Wohnturm von 1233, der später als Kasten umgenutzt wurde. Mauerreste von Haupt- und Vorburg zeugen noch immer von der einst bedeutenden Grenz- und Verwaltungsburg im Oberpfälzer Wald. Hier sehen wir die Burg Murach im 17. Jahrhundert nach Merian. Hier der Grundriss der Burg Obermurach und rot markiert der Wohnturm, der später zum Kasten wurde. Hier im Luftbild die Gesamtanlage der heutigen Ruine Obermurach. Hier sehen wir die Gesamtansicht der Kernburg der Burg Obermurach. Ganz rechts der Bergfried, gefolgt vom Wohnturm, der später zum Kasten umfunktioniert wurde. Und links sehen wir den neuen Wohnbau. Im Prinzip wurde das als Ersatzbau des Wohnturms errichtet. Schlusswort. Der Kasten war also weit mehr als nur ein Lagerraum. Er war das wirtschaftliche Herz einer Herrschaft. Ein Symbol von Ordnung, Organisation und Kontrolle. Denn wer das Getreide kontrollierte, kontrollierte Macht und Zukunft. Und so steht das K im Burgenlexikon heute nicht für Krieg oder Kerker, sondern für Versorgung, Vorrat und Verwaltung. Für den Vorratssafe des Mittelalters. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung historischer Immobilien OHG.